Mit den steigenden Temperaturen zieht es auch die Leute von der SFF auf die Felder raus. Heute ist ein besonderer Tag. Es ist Ende April. Bonitieren steht auf dem Arbeitsplan, und zwar in den Zuckerrüben. Die sind vor 4 Wochen in Streifenversuchen auf 3 Parzellen angesagt worden. Dem Feldaufgang und der Jugendentwicklung gilt die ganze Aufmerksamkeit. Die heikelste Phase der Rübe liegt beim Auflaufen. Die Rübe hat ein sehr kleines Kernchen und eine sehr schwache Anfangs- und Jugendentwicklung. Und da wollen wir ausprobieren, ob es Möglichkeiten gibt, um die Jugendentwicklung, die Anfangsentwicklung zu beschleunigen, gibt es Möglichkeiten, um die Rübe zu stärken. Mit verschiedenen Massnahmen will man dieser Zielsetzung näher kommen. Es gibt heute noch eine ganz neue Möglichkeit in der Sätechnik. Und diese Möglichkeiten bietet die Swiss Future Farm. Mit den besonderen Eigenschaften des Precision Planter will man im Rüdi-Moos eine konstantere Ablagetiefe als sonst üblich erreichen. Die Schwierigkeit der heterogenen Bodenbeschaffenheit ist eine gute Voraussetzung, um das zu testen. Die automatische Schardruckregelung ermöglicht rein individuell den Schardruck anzupassen und nicht benutzerdefiniert nach Bauchgefühl, sondern basierend auf einer Sensormessung, die den Eindringwiderstand des Bodens misst, zum Beispiel bei einem Wechsel von leichten Böden auf schweren Böden, sodass der Schardruck automatisch nachreguliert werden kann, entweder mit Druck nach unten oder Anheben nach oben, um über die verschiedenen Bodentypen eine konsistente Saatablagetiefe erreichen zu können. Die Ablagetiefe ist ein zentrales Thema dieses Versuchs. Also wie viel Max leiden in der Saattiefe? Wenn wir wirklich einfach ganz flach säen, dann hat man das Gefühl, es ist schneller die vorne. Doch wenn wir so Trockenwetter haben, wie jetzt immer, liegen die Pillen vielmal im röschen Boden rein, ohne Bodenschluss, und dann laufen sie auf. Wir brauchen, dass es einen guten Ertrag gibt, einen möglichst regelmäßigen Auflauf. Und das kann man mit der Saattiefe bewirken. Wir haben hier Saatmethoden von ganz flach, also oberflächlich 1 cm, 2,5 cm, 4 cm und 6 cm Tiefe. Jetzt wollen wir einmal herausfinden, wo ist die Grenze. Gibt es auch eine tiefe Grenze? In 3 Blöcken werden 12 Streifenversuche mit verschiedenen Parametern wie Schardruck, Saattiefe und Flüssigdüngung angesagt. Eine Herausforderung für das ganze Team. Da die Konzentration zu behalten und im richtigen Moment nach jedem Streifen die Sämaschine wieder richtig umzustellen, hat einiges an Konzentration gebraucht. Bei der ersten Bonitierung wird klar, der Schädlingsdruck ist trotz Trockenheit hoch. Und jetzt können wir dann bonitieren, ob es eine Saatmethode gibt, die weniger Rubenernpflö an den Rubenenden schon gefressen haben. Wer mit diesen Bildern den Eindruck hat, dass Bonitieren eine recht mühselige Arbeit ist, liegt durchaus richtig. Darum schafft man an der SFF an Lösungen, die gewisse Schritte automatisieren tun. Eine Möglichkeit könnte in Zukunft so aussehen. Und Ziel ist jetzt in verschiedenen Stadien vom Pflanzenwachstum mit der Drohne automatisierte Routen abfliegen, dass man immer wieder die gleiche Route hat und dann schauen mit einem Algorithmus, ob man Zuckerrüben erkennen kann, ob man Boden erkennen kann und ob man auch Unkraut erkennen kann. Einfach so die 3 verschiedene Sachen herausfiltern. Die Idee dahinter ist, dass man halt so eine Bonitierung dann irgendwann mal einfach nur über das Bild machen könnte. Also ist natürlich schwierig jetzt in dem frühen Stadium, wo wir sind. Aber je grösser die Pflanze ist, desto eher wird es möglich sein, halt einfach mit der Kamera drüber fliegen und sich so halt die bucklige Arbeit ein bisschen zu sparen. Ja.